Hallo liebe Leute. Wie geht's euch? Hoffe gut. Mir geht's fantastisch. Ich darf heute Lego sagen. Weil wir bauen ein bisschen Lego zusammen miteinander. Ah, schön befreiend. Sorry, ich habe noch ein bisschen Birchenmüsli zwischen meinen Zähnen. Nein. Aber ich habe tatsächlich wieder mein Birchenmüsli gehabt. Ich hoffe, ihr seid schön am Arbeiten. Ihr habt ein bisschen die Erfrischung von der letzten Nacht genossen, all eure Fenster aufgeschrissen und so richtig mal wieder durchgelüftet. Und ein bisschen frische, kühle Luft eingeatmet. Schön ist es. Wunderschön. Svu, welcome. Grüß dich, schön bist du am Start. Wir haben letztes Mal ein Klemmbausteine-Set abgeschlossen. Das heisst, es gibt etwas Neues. Ich habe schon versprochen, es gibt etwas Größeres. Ich habe noch nicht gewusst, was. Und ich packe es vielleicht einmal vor. Also schon mal gesehen, was wir hier bauen. Yeah! Von Lego. Ich bin viel zu gross. Oder die Packung ist zu gross. Und ich bin zu klein. Oder nein, umgekehrt. Wir bauen den Justifier von der Star Wars Serie von Lego zusammen. Modellnummer 75323. Und wir haben den von Lego zugeschickt bekommen. Zuerst mal danke vielmals, dass wir den zusammenbauen hier auf unserem brag.ch Twitch-Channel. Weil den gibt es noch gar nicht. Der kommt erst am 1. August raus. Wir dürfen den jetzt schon zusammenbauen. Wie cool ist das denn? Ich kann ihn selbstverständlich schon pre-ordern bei uns auf brag.ch. Im Webshop ist er online. Wie gesagt, aber erst am 1. August ist er draußen. Aber wir dürfen ihn heute schon ein bisschen anfangen zusammenbauen und bestaunen. Mega cool. Ein Schiff aus der Serie Bad Batch. Mit ein paar Charakteren. Cat Bane aus, ich glaube, Clone Wars mal angefangen und dann übergegangen zu The Book of Boba Fett. Von denen kenne ich ihn eigentlich, weil Clone Wars habe ich leider nicht gesehen, es tut mir mega leid. Wir haben noch andere Figürchen drin, wenn ich dir da mal so zeigen kann. Also wir haben den Cat Bane, dann haben wir Total 360. Kenne ich auch nicht. Omega, ein Hunter und Fennec Shan. Die kenne ich natürlich aus bei The Book of Boba Fett. Wunderschön. Richtig grosses Raumschiff. Raumschiff kann man sagen. Hm? Ja. Was haben wir sonst noch für Informationen? Mal schauen. Natürlich lizenziert von Disney. Wissen wir ja alle mittlerweile. Star Wars. Ab 9. Wir haben ja keine Angabe jetzt gerade zu der Anzahl der Teile, die drin ist. Ich habe nämlich schon mal geschaut und ich habe es gesucht, aber ich habe es nirgends gefunden. Und das steht hier wirklich nicht drauf. Aber wir machen das sicher mal auf und schalten da vielleicht mal ein bisschen da über. Also dann noch ein bisschen die Tastatur ein bisschen weiter versorgen. So lang. Keine Angst, die werden nachher ein bisschen mehr sehen. Jetzt für am Anfang muss ich einfach mal geschwind hier alles so wunderschön aufmachen. Ganz cool, vielleicht auch schon mal zum Sagen, wir werden einen von diesen Justifiers hier verlosen. Jetzt, die Verlosung startet noch nicht das Mal, weil leider ist die gute Steffi noch nicht zurück, wo unser Twitch-Technik-Genie ist und das Ganze würde einrichten. Das heisst, wir werden sehr wahrscheinlich nächste Woche dann starten mit der Verlosung, dass ihr könnt einen von diesen Justifiers hier gewinnen. Natürlich nicht den, den ich jetzt aufschreisse und schon zusammenbaue, das wäre nicht ganz so cool. Außer für die lieber das Modell gerade fertig zusammengebaut, heimgeliefert bekämen würden wollen. Ja, es gibt sicher Leute, die das gerne hätten. Einfach so, ja, ich will es eigentlich gar nicht zusammenbauen, ich will eigentlich nur das Modell und dann ist es gut für mich. Und ich möchte, weil ich jetzt nur an einer Seite aufmachen so, und dann leeren wir mal die ganze Packung hier aus. Jesus. Okay. Also da ist richtig was dabei hier.
Ich tue vielleicht auch gerade mal immer gerne im Mikrofon rein, wenn die Leute Freude. Vielleicht noch zu der Rückseite von der Packung. Also wenn wir noch ein bisschen schauen, da, es hat auch noch bewegliche Teile. Einmal der Düsenantrieb, man hat noch die Landefüßchen, die man kann ausfahren hier. Das Cockpit, das man wegnehmen kann. Und glaube ich, ein bisschen im Maschinenraum hineinschauen, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe auch gesehen, zumindest wird es so angedeutet hier, dass man noch ein bisschen Laser schiessen kann. Wir werden es sehen, wir fangen sicher mal an jetzt nachher. Aber zuerst mal müssen wir da alles schön ein bisschen zusammensortieren. Dass ich mal die Säcke, die sind ja hier also wunderschön nummeriert, dass ich die alle beieinander habe. Dass wir schön ein kleines System schaffen können. Da habe ich in letzter Zeit ein bisschen verzweifelte Momente gehabt. Aber das ist nicht nur an mir gelegen, würde ich behaupten. So, einmal auch wunderschön eingepackt hier, damit ihr gar nichts, ihr müsst natürlich das wieder sehen, damit ihr da mitkommt. Unsere Anleitung ist ein rechter Brocken. Also da ist schon ein bisschen besser, sehr wahrscheinlich die ganzen Schritte erklärt, als das im letzten Modell der Fall war. Das allerdings kein Lego-Modell war. So, und unsere Stickers tun wir da auch schön auf die Seite. Einmal der Justifier. Und wir könnten natürlich das auch noch mit der App machen. Sehr wahrscheinlich. Machen wir aber jetzt sicher nicht. Also ganz easy. Hier wird auch nochmal gezeigt, welche Säcke welche Stufen darstellen, dass man ein bisschen weiss, wenn man wo dran ist. Ich glaube nicht, dass wir heute fertig werden. Das wage ich doch stark zu bezweifeln. Aber wir fangen mal wunderschön beim Eis an und gehen da ganz gemütlich rein. Seid ihr alle fit und zweg? Habt ihr bislang eine gute Woche gehabt? Ich bin immer noch im Satisfactory am Versaufen. Jeder, der nicht wissen, was das ist ein Computerspiel. Und dort versucht man eigentlich eine Fabrik aufzubauen und das Ganze auch ein bisschen zu automatisieren. Nicht wahr? So, jetzt haben wir hier schon das erste. Ein bisschen zusammenbauen, ein kleines Figürchen. Und zwar, welche Figur haben wir jetzt da? Wir haben den Hunter, genau. Der Hunter. Und da hat es natürlich auch nochmal ein Set, aber das machen wir auch noch schön auf. Weil das ist auch Sack 1. Da schauen, dass wir alles ein bisschen ineinander halten. So. Und dass wir nichts zurückhalten hier. Oh, silbrige Teile sehe ich schon mal. Sehr schön. Ein bisschen etwas Glänziges. Um das Ganze aufpolieren. So, okay. Also. Dann nehmen wir mal den da. Ich könnte jetzt direkt scheinbar den Helm drauf tun. Nein. Tar oder den Helm, so. Aber ich glaube, wir gehen schon mit dem Helm, oder? Also das sieht einfach mega cool aus. Ich finde, die Helme sind so geil. Hat auch noch so ein bisschen Farbe drauf, so weiß, rot, so richtig ein bisschen böse. Oder wir könnten die schwarzen Haare machen. Aber wir nehmen natürlich, logisch, den Helm, oder? So, jetzt braucht er natürlich irgendwie noch ein bisschen Bein. Wäre nicht schlecht. So. Ah, und das Messerchen kommt dann noch über. Natürlich. 1 von 2. So.
Gut. Dann haben wir da mal der erste. Legen wir den an, der hier steht jetzt sowieso nicht gerade. Und der Cad Bane habe ich sehr cool gefunden. Aber eben, ich hatte leider den nostalgischen Flash nicht gehabt bei der Book of Boba Fett, weil ich den Cad Bane vorher noch nicht gekannt habe. Außer von Star Wars Legion, so ein Tabletop-Spiel, habe ich gewusst, dass es den gibt. Aber wo er wirklich herkommt und was dem seine Rollen ist und so, eben keine Ahnung, oder? Ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Wir bräuchten hier die braune Hose von ihm. So. Kleines Detail, das mir hier aufgefallen ist. Man könnte auch seinen Kopf noch drehen, dass er hässig reinschaut. Oder halt gut. Oder ja, mürrisch zumindest. Ja, wir machen ihn einfach mal hässig, oder? Weil er sieht ja durch seinen Helm nicht durch, dann wäre ich auch hässig, wenn ich den ganzen Tag nicht würde sehen. Dann ist das eigentlich nur realistisch. So, jetzt muss ich noch schauen, dass wir seinen Hut auf die richtige Seite drehen. Ah, Moment, natürlich noch. Genau, er hat so eine tolle Atemmaske, da haben wir das Teil auch hier. Oh, tschüss. Aus Gummi. Ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass es jetzt nicht Plastik ist. Weil das macht es ein bisschen. Ich weiß nicht, kann man dem organischer sagen? Also natürlicher Art. Dass das aus Gummi ist und jetzt nicht aus Plastik. Das sind ja eigentlich Schläuche, die sich ein bisschen bewegen können. So. Und dann kommen 2 Blaster über, logisch. Gemäß Boba Fett, also Book Boba Fett, ist er ja so wirklich ein Revolverheld. Und zieht ziemlich schnell. So, jetzt noch die gute Omega. Und Omega sagt mir jetzt wirklich überhaupt nicht. Also falls irgendjemand weiss, woher das die tatsächlich kommt, ist ja wahrscheinlich eben von Bad Batch, aber was so deren ihre Rolle ist, das nimmt mich schon ein Wunder. Sicher notieren da. Schellen über. Die hat relativ kurze Beine. Ist es ein Kind? Könnte sein. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie. So, jetzt das Handschellen an. Das Kind in Handschellen. Oh je. Deprimierender Start. So, ja, und das ist jetzt halt wieder typisch Lego. Also auch wenn es ein grosses Set ist, man nimmt sich Zeit, oder? Also wenn man jetzt da hinten blättert, wir haben das letzte ist eigentlich noch das Darstellungsbild, wie es am Schluss sollte sein. Ich würde jetzt behaupten 228 Seiten an Anleitung. Also mega cool. Dann auch noch der Ausblick auf die anderen. Sabertank fände ich sicher noch cool. Ja, also er hat viele gute Sets auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt im Justified, da freue ich mich auch, ein riesiges Teil hier zusammenzubauen. Legen wir mal los. Sonst können wir ja eh nie nicht sein. Ja, und jetzt fängt man natürlich automatisch an vergleichen und es ist schon, es hebt halt anders zusammen, es ist viel smoother, man muss nicht drucken. Teile sind halt auch viel hochwertiger, es fühlt sich schon ein bisschen besser an, wie das, was man
zuletzt zusammengebaut haben. Das muss ich einfach ehrlicherweise sagen. Ohne dass jetzt da der Fanboy in mir überhand nimmt. So. Die Farben sind halt auch relativ korrekt abgebildet hier. Das finde ich halt auch nice. Weil eben in der letzten Anleitung zum Beispiel ist aber nicht klar gewesen, was ist hellgrau, was ist dunkelgrau. Ich meine, hier ist es relativ einfach, um das auseinanderhalten. Also es sind halt auch kurze Schritte und nicht so viele Teile auf einmal. Was gerade für so Noobs wie mich halt viel einfacher macht. So, jetzt brauche ich nochmal so eine Wanne. Nochmal das gleiche Teil wie das eben. Ah, da ist es. Also so wie es aussieht, wird das nachher neu mit angeklickt und es scheint auch beweglich zu sein. Darum haben wir da die Gegenstücke da zum Gelenk. Also wenn ich das auf Knochen würde anwenden, dann wäre das ja das Pfanne. Wir nehmen das jetzt auch wieder mal ein bisschen gemütlicher. Jetzt haben wir überhaupt keinen Stress. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinn. Und wirklich Zeit zu genügen. Wie gesagt, der Justifier hat seinen Launch am 1. August. Bis dorthin könnt ihr da noch ein bisschen reinschauen und ich ein Bild machen. Hey, wäre da noch etwas für mich? Auch wenn ihr vielleicht nicht Star Wars Fans sind. Es macht ja trotzdem grosse Freude, die zusammenzubauen. Ich weiss jetzt auch nicht, haben wir da grosse Star Wars Fans unter uns? Es ist ja so ein gewaltiges Imperium, das aufgebaut worden ist. Ich meine, ich habe damals noch die ersten Filme so im Fernsehen geschaut. Also 4, 5 und 6. Ich glaube, so die alle mal gesehen haben, zumindest in meinem Alter, oder? Und dann 1, 2, 3 war dann so ein bisschen kritisch gewesen. Von der Allgemeinheit, so wie es aufgenommen worden ist. Ich habe mir jetzt letzte auch noch angetan, dass ich das Ganze nochmal schaue, weil ich Mandalorian gesehen habe und da habe ich gedacht, hey, Book of Boba Fett noch draussen, Obi-Wan Kenobi, wo rauskommt und so, tue ich mir mal an, vielleicht auch noch mehr oder weniger in der chronologischen Reihenfolge. Damit ich ein bisschen eine Ahnung habe von dem ganzen Star Wars Universum. Und ich finde, das hat sich mega gelohnt. Also ich habe dann angefangen mit 1, 2 und 3. Das 3 war mir nicht einmal mehr richtig im Kopf. Ich bin mir nicht einmal gar keiner gesehen. Ich habe gesehen, also ist ja nicht weiter tragisch. Es ist ein riesiges Universum, um sich reinfuchsen. Aber das 1, 2, 3 angefangen und das 3 habe ich fast keine Erinnerungen mehr daran gehabt. Und das 2 habe ich glaube nur so irgendwann einmal gebinged. Also nebendurch so ein bisschen geschaut, aber ist mir auch nicht mehr so recht im Kopf gewesen. Aber es ist eigentlich cool zu sehen, wie das Ganze entstanden ist. Und dann nachher Obi-Wan Kenobi dazwischen.
Weil dann ist ja, geht die Geschichte eigentlich direkt weiter nach dem 3 vom Obi-Wan. Und dann bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Nachher 4, 5, 6 Mandalorian, The Book of Boba Fett und dann 7, 8, 9. Und 7, 8, 9 muss ich sagen, also ich habe eigentlich nur 7 gesehen. Und 8, 9 ist mir aufgefallen. Ja, habe ich gar nicht geschaut. Absolut keine Ahnung gehabt. Oder ich habe es einfach wieder verdrängt gehabt. Und so mal wieder voll einzutauchen und das Ganze ein bisschen zu checken, auch mit den Zusammenhängen und die ganzen Witze, die da eigentlich durchkommen und sich durchziehen. Das haben sie wirklich sehr oft gemacht. Mit den ganzen Insider-Jokes, die sie immer wieder bringen. Macht das eigentlich sehr, sehr amüsant. Ich finde, da muss man nicht immer so ein bisschen auf die öffentliche Kritik hören, wo das auch ein bisschen ins Lächerliche zieht. Sondern ich kann einfach mal sagen, hey, ich schaue jetzt das, ohne mich gross im Internet zu informieren und finde es einfach mal cool und tauche ab. Und so war es so gewesen. Und ich finde, das ist noch mit Mengen Filmen und Serien so. Manchmal lange nur ein hey, solltest du mal schauen, wäre noch cool. Und dann schaust du es einfach mal. Ohne dass du noch in die, weißt du doch auch nicht, Trailers und irgendwelche Meinungen und IMDb und all das ganze Zeug anschaust. Also, dass du eigentlich wirklich deine eigene Meinung bildest. Ja, offenbar ist ja Book of Boba Fett nicht so gut angekommen. Ich habe eigentlich nie verstanden, warum. Ich habe mich da auch nicht gross informiert. Ich habe es mega geil gefunden. Klar hat es erst wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, nachdem der Mandalorian zurückgekommen ist, weil der halt einfach so genial war. Aber ich finde halt, der Scale ist cool, oder? Man hat versucht, ein bisschen das Ganze abzubrechen auf eine Region und Probleme von ein paar wenigen kleinen Leuten oder unbedeutenderen Leuten. Das finde ich eigentlich noch recht sympathisch. Ah, ich bin beim. Ich hätte es müssen drehen, ich jetzt habe ich wieder zu viel geschnurrt. Das sind ja 8er Mentane. Und 3er. Wenn wir 3er. Also die einfachste Anleitung ist natürlich schon zu viel, wenn man nicht genau schaut, was man macht. Was sind ihr euch ja gewöhnt von mir? Es wird ja noch angezeigt werden, dass man es muss drehen. Es ist einfach schön, wie das so ohne grosse Kraftaufwand da drauf geht. Das ist schon sehr eine angenehme Abwechslung jetzt für zwischendurch. Wenn ihr nicht für Star Wars ich könnt erwärmen, gibt es vielleicht etwas anderes, oder sagt, hey, das ist so mies. Das ist das Universum, wo ich mich mega wohl fühle drinnen. Wo ich mich gerne reinfuchse, wo ich gerne immer wieder schaue vielleicht. Mir ist das, wie könnte es anders sein, natürlich Herr der Ringe. Also die Gefährten sicher natürlich inklusive Binge-Watching gegen die 40 Mal gesehen. Aber ich finde, das hält einem halt immer mega schön ab. Es ist so. Der Anfang dort ist so unbefleckt, so rein und das Abenteuer, das ruft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber der Ruf nach Abenteuer, das Fernweh, das, was einem rauszieht, um etwas zu erleben. Also,
sie eben das auch schon gespürt haben. Aber ich finde, das ist eben sehr ein starkes Gefühl, zwischendurch kann auftreten. Und das, ja, da kann man einfach der Frodo oder der Bilbo halt, wenn man nach Hobbit geht, sehr gut verstehen. Der Frodo hat ja nicht eine Wahl gehabt, aber der Bilbo hat eigentlich eine Wahl gehabt. Die Teile habe ich jetzt noch gar nie gesehen. Also nicht, ob die neu sind. Sehr wahrscheinlich nicht. Ich einfach schon zu lange keine neuen Lego-Sets mehr zusammengebaut habe. So, jetzt kommt das erste Klebi. Für das Türchen hier. Also hier ist das Durchgangstor. Sehr gut. Dann tun wir doch das da drauf. Möglichst. Vielleicht noch eins, wo wir ein bisschen irgendwelche Kratzer überkleben können. Möglichst in die Mitte. Ohne Bubbles. Ja. Also perfekter gibt's nicht mehr in die Mitte, hä? Also wäre das eine Sammelkarte, würde ich das absolut 10 für Mittigkeit vom Druck bekommen. So, und die andere Seite natürlich. Ja, yeah, perfekt. Also das spricht eigentlich nur für einen perfekten Tag heute, oder? Wenn Klebis gut drauf gehen, dann kann nicht mehr viel passieren. Rote Lämpchen sind immer wichtig. Voilà. Noch ein bisschen Dächchen bauen. Also hier gibt es auch den perfekten Abschluss fast schon. Nur ein kleiner Spalt hier dazwischen. Außer natürlich die Seite wäre irgendwie auf die andere, aber ich glaube es nicht, dass sich da der Spalt noch schließt. Nein, nicht ganz. Also hier auf dieser Seite passt es wunderbar. Da haben wir einen kleinen Spalt dazwischen. Was eigentlich keinen Sinn macht, weil es der gleiche Winkel ist auf beiden Seiten. Aber hier natürlich das Teil ein bisschen weiter runter geht. Und eigentlich also richtig drauf da. Ausnahmsweise darf ich mal etwas richtig machen. So, was gibt jetzt das da? Das Cockpit, die Flugkanzel. Haben wir übrigens auch wieder ohne die Anzeige wie beim Lego Sonic Set schon, wie weit das wir sind. Also der rennt einfach pro Seite immer wieder ein bisschen weiter hinten, bis wir dann eigentlich am Ende sind.
So, was haben wir das? Wird sein am Schluss? Was kommt auf jeden Fall da drauf? Müssen wir sicher nochmal machen, natürlich. Immer symmetrisch bauen, das ist extrem wichtig. Ist jetzt dann eine Schieflage? Falls ihr euch wundert, warum ich da im Streaming-Titel geschrieben habe, Bruchlandung. Also ich meine, wir haben jetzt hier alle Einzelteile vom Justifier, oder? Also ist naheliegend, dass der eine Bruchlandung erlitten hat. Geht es einfach nur darum, den richtig zusammenzusetzen. Und ja, dass ich das muss machen, ist natürlich Pech hier. Für sie. Aber ich hoffe, dass sie nachher weiterfliegen können. So. Ich glaube schon, dass wir im Cockpit sind jetzt. Wie das sieht für mich schon ein bisschen nach einem Stuhl aus, oder? So, Liegestuhl schon fast. Da hat es auch die Einkerbung, dass man einen reinsetzen kann, dass er nicht runterfällt. Schön, oder? Er muss auch nicht schauen, muss ich noch ein anderes Säckchen aufmachen? Nein. Einfach Säckchen 1 durch. Und dann, wenn ich das nächste Säckchen aufmachen muss, dann sagt mir das Lego. Wir haben dir so die letzten Tage überlebt, wo es so extrem heiß war. Also ich habe die sträubste Geschichte gehört, dass irgendwelche Haustiere davon geschmolzen sind und nicht gewusst haben, wo sie hin sollen und sind dann einfach elendiglich ihre eigene Soße zerlaufen. Zusammen mit dem Herrli. Und am besten hast du natürlich die ganzen Fenster einfach am Morgen aufgeschlossen. Und dann gehofft, dass genug Kälte reinkommt bis am Abend. Aber ja, das ist natürlich nicht immer der Fall gewesen. Also gerade vorletzte Nacht, als es so heiß war. Jetzt sind wir im Bett gelegen und ich habe zur Freundin noch gesagt, hey, wenn wir nicht das Fenster offen lassen. So, nein, ist viel zu laut unten. Wenn man hört, auf dieser Seite, wo das Schlafzimmer ist, hört man die Straße ein bisschen. Ich sagte, ja gut, aber es wird einfach brutal heiß. Ja, ist gleich, ich mache jetzt zu. Gut. Wolltest du keinen Ärger vor dem Einschlafen, oder? Und dann, ja, ist natürlich nicht lang gegangen, hat es dann einmal gescheppert in der Nacht und das Fenster ist wieder offen gewesen. Kann ich nicht helfen. Und was, Spu, bei dir wird eine Katze vermisst. Seit dem 19. seit 2 Tagen, hä? Nö, das tut mir mega leid. Also morgen, Abend, ist eine Katze, die öfters rausgeht, oder? Oder ist jetzt schon länger her? Seit sie mal wieder draußen war und sie hat sich vielleicht einfach verirrt, oder ich weiß auch nicht. Obwohl ich eigentlich Katzen sich nicht so leicht verirren. Das sollte man meinen. In der Nachbarschaft auch schon umgefragt.
Ziemlich sicher, oder? Aushänge gemacht. Das ist ein mega Schisshaus, okay. Weiß ja nie. Aber wenn es jetzt schon 2 Tage ist, dann ist ja die Chance eher gering, dass irgendetwas passiert wäre. Also weißt du, tut mir jetzt leid, wenn wir das schon durchhatchen, aber weil dann hätte das sicher irgendjemand gemolden, oder? Also ich meine, dann hättest du es ja erfahren. Ah nein, es tut mir mega leid. Ich weiss, wie gern du all deine Katzen hast und du sie liebevoll umsorgst immer. Also ich hoffe ganz schwer, dass sie wieder zurückkommt. Welche ist es denn? Wie heisst sie? Katz? Also alles abgehackt, hä? Gerufen, umeinander gelaufen, vermisst Anzeige, Tierarzt, Mikroskop, Werkhof sogar, ja. Ja, vielleicht steckt sie einfach irgendwo ein bisschen fest. Oder sie ist irgendwo am Liebe machen. Vielleicht kann man ja noch Hoffnung sowieso nie aufgeben. Der Fuchs. Streitet sich Katzen mit Füchsen? Ist das so? Ich weiß es leider nicht. Also es klingt ja gefürchtig, wenn das so wäre. Die haben schon Abendkrieg untereinander. Das sollte doch eigentlich lange. Sheila. Okay, und was ist es denn für eine Rasse? Oder vielleicht Farbe auch? Das sind so die grauen Whiskas-Katzen da. Von denen hat man ja früher öfters gehört, dass die verschwinden, weil das so begehrte Katzen sind. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich wollte jetzt auch keine Angst machen. Eigentlich gar nicht. Kleiner von den beiden, aber ist Beine wirklich groß. Okay. Ah, und das ist das Männchen, hä? Kleines Dünstchen ist nicht normales Tigerli. Okay. Braun, schwarze Streifen, ein bisschen weiß ums Maul. Kein grosses Merkmal. Okay, und welche Region, wenn du das noch kannst sagen? Dann haben wir es hier wenigstens mal im Stream, wer weiß. Also der Zufall wäre gross, aber hey, ein weiteres Medium, wo man noch sagen könnte, wie deine Katze aussieht. Hilft ja vielleicht. Um Meldungen herum. Okay. Also Leute, haben es gehört, he? Das Bus sucht ihre kleine Kater. Kleines, dünnes, stinknormales Tigerli. Mit braun und schwarzen Streifen, ein bisschen weiß ums Maul herum. Lasst auf den Namen Sheila. Seit dem 19. Juli verschwunden. Falls ihr es gesehen habt oder irgendwelche sonstigen Hinweise habt, schreibt doch irgendwie einen Kommentar oder geschwind auf unseren Twitter oder so und dann können wir dir das Boot das über Twitch zum Beispiel schreiben oder so. Oder die Steffi kann dir das ja dann mitteilen. Aber ja,
hoffe wirklich, wirklich schwer, dass er wieder zurückkommt in dem Fall. Ja, sicher. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Leute das wir da können erreichen können, aber vielleicht hilft Steffi noch ein bisschen, vielleicht können wir noch ein Short machen. Aber eben, die Steffi ist momentan auch gerade nicht rum. Aber ich schaue mal, was wir reissen können, dass wir da dir ein bisschen helfen können, dass der Sheila wieder zurückkommt. Das wäre ja das Mindeste, was wir machen können. Ja, ist ja nur logisch, wenn man. Du bist ja quasi das Mami von der Katzen, oder wenn man dort alles versucht. Nur natürlich. Ist da irgendwie noch eine Straße nebenzu? Eben, weil dann wäre sie eigentlich abgegeben worden, oder? Also bei uns war es leider damals so, als ich klein war, dass ja, etwa 500 Meter weiter unten eine Hauptstraße war, die von einer 80er in 50er reingegangen ist. Und ja, es ist leider zweimal passiert mit einer Katze. Dass sie dann halt nicht mehr lebendig heimgekommen ist. Nicht um jetzt Mut zu schüren, aber eben, du hättest auf jeden Fall schon Bescheid bekommen, weil das haben wir natürlich auch. Wenn da ein Unfall passiert mit einem Haustier involviert, dann hört man das in der Regel. Aber ja, Dini ist sicher einfach nur im Wald bei einem Teekränzli mit den Füchsen und tut hier mal Grenzen ein bisschen definieren und ihre Meinung geben. Und wird alles wieder gut. Und nach ihrem G8-Gipfel, sagen wir jetzt einfach, kommt sie dann wieder zurück. Ja, genau, alles im Wunderland. Genau. Wir denken schon gleich. Genau das habe ich auch gedacht, ja. Schöne Tea Party. So, jetzt haben wir dann schon bald da unser erstes Säckchen durch. Jetzt ist so Schiss, dass sie nicht über die Straße hineingeht. Ja, aber eben, wie gesagt, das wäre sicher zu dir getragen worden, wenn dort etwas passiert wäre. Okay. Ja, also eben Katzen haben ja öfters mal Verletzungen, weil sie irgendwo Streit haben oder irgendwo hinterher gumpet oder rumgumpet oder so. Wo sie nicht sollten, oder eben unter einem Haken durchgehen. Passiert schnell einmal etwas. Es wird ja dann schnell auch wieder besser in der Regel. So, 2 der. Oh, nochmal Shackles, okay. Und nochmal ein Dolch. So. Also jetzt wollen wir das irgendwie da reinsetzen. Ich weiß es leider nicht genau. Wir legen das jetzt einfach dort rein. Das kommt jetzt scheinbar einfach so da drin, so lose. Ja, ich kann mir ja sagen, was das ist, weil es hat ziemlich sicher irgendeine Bedeutung. Also das da wird ja ziemlich sicher ein Laserschwert sein von irgendjemandem, was sie sehr wahrscheinlich erbeutet haben oder so. Nimmt mich schon Wunder.
jetzt rein von der Geschichte her, was es mit dem auf sich hat, weil wenn man es einfach reinlegen, dann kuckelt es natürlich dann Zeug so. Witzig. Okay. Gut, aber das ist schon mal der erste Teil. Ich würde sagen, der vordere Teil vom Justifier. Einmal hier mit dem Cockpit und hinten noch die Laderampe, die wir runterlassen können. Oder so. Sieht bis jetzt ganz cool aus. Da noch mit dem roten Glasfenster da. I like it. Also, dann tun wir den da mal auf die Seite. Seht ihr jetzt natürlich mega viel. Aber jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Platz. Jetzt geht es an Sack Nummer 2. Und davon haben wir auch wieder 2. Einen kleineren und einen grösseren. Ob wir Haustiere haben? Nein, wir haben kein Haustier. Wir sind. Also ich bin mittlerweile schon öfters daheim, aber haben eigentlich nicht wirklich Zeit für Haustiere und wenn die dort auch nicht so gebunden sind. Mal abgesehen davon, dass wir halt in einer Attika sind. Und dann müssen wir ein Haustier haben, das halt nicht gross rausgeht oder raus muss. Und jetzt sehen wir Hamster und Meerschweinchen-Zeugs habe ich schon gehabt. Es gibt auch mega viel Arbeit. Hamster sind ja vor allem nachtaktiv. Da gibt es immer einen Soulmeis in der Nacht. Fische geben auch so riesig viel Arbeit. Vögel machen Lärm. Also ich habe persönlich natürlich schon alles durch und was vielleicht in Frage käme, wäre die Katze. Aber eben, ich würde mir auch wünschen, dass die Katze ein bisschen raus kann. Und dann musst du gleich ein bisschen für die sorgen und schauen, oder? Und das liegt jetzt momentan einfach gar nicht drin. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt dann eine würde zulegen. Also voll abgeneigt bin ich jetzt dem gegenüber schon nicht. Das nicht. Ja, also ich meine, es gibt ja viele von diesen Wohnungen, wo... Hey, was geht? Los, Lawplay! Willkommen! Salut! Es gibt ja viele von diesen Wohnungen, die so ein Steckchen aussen runter haben, oder? Was der Vermieter zulässt. Wäre jetzt zum Beispiel bei uns auch nicht der Fall, wir könnten das auch nicht machen. Wäre also dort dann auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Weil unsere Nachbarn haben sich scheinbar schon kleinlaut darüber aufgeregt, dass wir eine Gartendusche auf der Terrasse haben. Es ist einfach fucking heiß und zwischendurch musst du die halt ein bisschen abkühlen. Ich verstehe das Problem nicht ganz. Aber ja, es ist halt dann nicht gerade ein Eigenwunsch in deinem eigenen Haus, auf deinem eigenen Grundstück. Dann wird es immer irgendwo etwas haben, wo sich irgendjemand ein bisschen aufregt. Ist geil, Set. Wieso? Kann ich jetzt endlich sagen, Happy Birthday? Hast du es dann, hast du den Justified? Nein, den hast du noch nicht bekommen, der kommt erst am 1. August. Ja, es hat so viele von diesen Leuten, die einem einfach gar nichts gönnen. Unsere Nachbarn damals, die sind jetzt mittlerweile ausgezogen, die haben dort eine junge Katze bekommen. Die haben dann natürlich alles eingehakt auf der Terrasse, haben sich die Leute dann wirklich aktiv, nicht nur bei uns so passiv, aber dort aktiv beschwert halt. Weil das Verschandli halt
die äußere Ansicht von der Wohnung, vom Block. Also es sind dann auch bei uns in der Attika gewesen, und auf unserer Seite hat es nur 2 Attikas, die in die Richtung blicken. Also es hat es einfach niemand gesehen, die sind einfach missgünstig gewesen, oder? Und dann wundert man sich nachher, das sind eben auch die Leute, die sagen, hey, am Mittwochnachmittag irgendwie am 2 Kaffee und Kuchen. Sorry, wir sind noch nicht pensioniert, wir müssen alle arbeiten. Und sich nachher eben darüber aufregen, dass niemand kommt. Sich niemand will mit ihnen abgeben. Ja, das ist einfach mühsam. Ferrari ist nicht geworden. Was ist da geworden, Lowplay? Was hast du bekommen? Oder hast du gar nichts bekommen? Ja, Justifier übrigens wird noch verlost werden. Aber erst nächste Woche kann ich diese Woche schon wählen, weil die Steffi aber eben diese Woche nicht rum ist. Aus privaten Gründen. Und das alles immer in den Weg leiten und einstellen, verschieben wir jetzt die Verlosung sicher mal noch auf nächste Woche. Und dann wird es so einen Justifier zu gewinnen geben. Ist kein Lego, sehr schade. Ja, wirklich in der Tat sehr, sehr, sehr schade. Es tut mir leid, ich hoffe, du hast trotzdem am Samstag einen wunderbaren Geburtstag gehabt. Und ein bisschen abgefeiert. Ja, ich habe schon gewusst, dass wenn du heute kommst und das hörst, Feuer und Flamme wirst sein, weil ich weiss noch, auf deiner Wunschliste war nämlich auch Justifier gewesen. Was brauchen wir nachher? Ah, da. Ich habe Bad Batch nicht gesehen. Ist das sie, die Justifier? Also ich glaube, aus dem Englischen kommt noch vieles nachher ein weiblicher Artikel über, oder? Also nicht, dass es jetzt wichtig wäre, einfach, dass es künftig korrekt aussprechen. Hast du in dem Fall Bad Batch gesehen? Roleplay. Ist das etwas, was man muss gesehen haben? Ich kann mir zumindest sagen lassen, dass Justifier jetzt im Bad Batch vorgekommen ist. In der Serie. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Könnte noch passieren. Tut mir immer ein bisschen schwer mit so animierten, also computeranimierten Serien. Ich glaube, das müsste es kleiner sein da. Ja.
Bis jetzt läuft es gut mit dem Set. Bis jetzt läuft es sehr gut. Es macht auch richtig Freude bislang. Das ist eben qualitativ schon ein bisschen etwas anderes. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel, was ich vergleichen kann. Das muss man ehrlicherweise natürlich auch noch sagen. Zum Geburtstag 3 Fragezeichen Puzzle, also das Rätselpuzzle, so ein Escape Room Puzzle. 204, aha, also richtig, 204 Covers. Oh Jesus Gott. Ist das so ein Challenge-Puzzle, wo vieles gleich aussieht? Wo eben aber, keine Ahnung, auch schon die hohen Teile ankommen. Also weil da wären 1000 Teile wirklich eine grosse Herausforderung. Ah, okay, die Justify. Ja gut, ja macht Sinn. Also kann ich mich gut damit anfreunden. Die Justify. Und ja, eben Star Wars habe ich schon eingangs gesagt. Ich habe erst schon wieder alles durch. Also wieder in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich habe noch gar nicht alles gesehen, natürlich. Ausser Clone Wars und eben Bad Batch, die habe ich nicht gesehen. Vielleicht tun wir es mal noch an. Also eben vor allem Clone Wars wird eigentlich hoch gelobt. Aber wie gesagt, eben so computeranimierte Serien und ich sind einfach schwierige Kombi. Leider. Leider ist es so. Das wird jetzt aber recht lang, das Teil. Also am Schluss passt es wahrscheinlich auch wieder nicht mehr in die Kamera da. Ja, nein, computeranimierte Serie. Also ich meine, eben wie Clone Wars. Nein, Animes sind schon geil, aber die sind zwar am Computer gezeichnet, aber nicht modelliert. Sagen wir mal computermodellierte und computeranimierte Serien. Also mit so 3D-Modell, Cell-Shading, ja oder nein, ist mir eigentlich gleich. Also zumindest, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so ein spezieller Stil, weil wenn du wieder an DreamWorks und Pixar und so denkst, das finde ich wiederum geil. Vielleicht passt mir auch einfach der Stil nicht, was es hat bei Clone Wars und Bad Batch. Keine Ahnung. Das ist auch ein bisschen aufgekommen, wo ich aus dem Zeichentrickserie Alter nicht draussen, aber halt mich nicht so gross damit beschäftigt habe. Oder bei mir früher war alles noch handzeichnet und animiert gewesen. Dann ist halt mal erst der Cut gekommen. Das Rätselpuzzle, ist das mit den 3 Fragezeichen? Ah, okay. Ja, also 3 Fragezeichen Profi bist du auch noch. Lego Profi, 3 Fragezeichen. Nicht schlecht. Du hast meinen Respekt. So, ich nehme an, das sind die coolen Füßchen hier. Ja, ich habe eben auch gehört, dass Clone Wars wichtig ist für die Geschichte. Hilft mir aber auch nichts, wenn ich ein bisschen Überwindung brauche dafür. Leider. Leider hilft es mir nicht ganz so viel.
Aber hey, eben, ich habe letztes wenigstens alles schön in der Reihe an. Eben 1, 2, 3, Obi-Wan Kenobi, 4, 5, 6, Mandalorian, Boba Fett, 7, 8, 9. Immerhin. Ich weiß nicht, wo nachher so Rogue One und so einzuordnen ist. Habe ich dann nicht mehr geschaut, wo ich das noch einbauen müsste. Und Han Solo habe ich auch ausgelassen. Ich glaube, Han Solo wäre dann auch noch mal vor 4, 5, 6, oder? Glaube ich. Oder ist es nach 4, 5, 6? Was ist die Wanne? Da. Gut. Ein gutes Food im Fall und einen schönen Mittag wünsche ich dir, auch allen anderen. Es war 12 Uhr, ich wünsche euch sehr einen guten Miteinander. Genießt, was ihr vor euch habt. Wer weiß, nicht alle so Leute können so gut kochen wie ihr. Wenn ihr es nur aufwärmt, seid dankbar, dass ihr so geile Food habt. Mhm. Falscher Nord. Aber ist ja gleich. Rogue One ist noch vor dem ersten Todesstern. Okay. Bist du dir auch nicht ganz sicher? Ja. Ja, eben, es ist mittlerweile so viel draussen. Und ich habe auf Disney Plus habe ich jetzt noch gesehen, dass so wie eine Spezialkollektion, also Mini-Filme, Mini-Geschichten rausgebracht haben mit vielen Künstlern, die involviert sind und dass sie ihrem eigenen Stil wiedergegeben haben, Star Wars. Und da hat es eben zum Teil so völlig abstrakt, dann 3D animiert, dann hat es so Anime und so. Ich weiß nicht, wie relevant die sind für die Geschichte. Aber zum Teil hat es so richtig abgespaced ausgesehen. Solo ist auch die Vorgeschichte von ihm, okay. Also, wenn er noch jünger ist wie im 4. Hä? Okay. Ich einfach. Dort habe ich eben bei den Spoiler nicht viel Gutes gehört von Han Solo. Eigentlich, nach dem, was ich ja eingangs gesagt habe von dem Stream, sollte ich jetzt gerade Slide schauen, weil es sehr wahrscheinlich gut ist. Oder weil ich es einfach gut finde. Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, ich finde noch schnell etwas richtig geil. Wie mit dem Kollegen jetzt gerade gestern eine Diskussion hatten, Better Call Saul sei besser wie Breaking Bad. Und Breaking Bad ist bei mir einfach Szene, Mann. Also, ich weiß nicht, wie das noch überbieten, oder? Aber ja, man muss ja wahrscheinlich dann in dem Fall mal schauen. Breaking Bad habe ich jetzt wirklich zweimal auf Deutsch und noch einmal auf Englisch gesehen. El Camino noch. Aber Better Call Saul habe ich leider nie angefangen. Ein Todesstern? Also du meinst einen echten Todesstern, oder? Wenn jemand bedrohen will, dann nur mit einem echten. Ich glaube, mit einem Lego-Todesstern funktioniert das nicht so gut. Ja, wer weiß. Also es gibt ihn ja. Es gibt ihn ja.
jetzt gibt es da, glaube ich, das erste Mal ein bisschen Düsentriebwerke. Geht's mal ein bisschen ab hier. Eben, eben gerne. Also, Lolplay, ich finde das eben auch, oder? Es hat so viele Hardcore-Fans, die das ganze Zeug immer so ein bisschen schlecht reden, aber man muss ja nicht unbedingt überall suchen. Also, da kannst du dir eben auch alles vermiesen lassen. Weil, wie gesagt, ich habe eben Boba Fett wahrscheinlich offenbar nicht so gut angekommen ist, habe ich voll geil gefunden. Einfach richtig schön, ein bisschen Fanservice. Überall Andeutungen auf vorige Teile und so. All die Charaktere von früher, die du wieder siehst. Habe ich richtig gut gefunden. Ich weiss halt auch nicht, was die Fans dann aber wollen, oder? Die reissen das wahrscheinlich komplett auseinander und analysieren das und suchen dann alle möglichen Fehler, die irgendwo passiert sind und keinen Sinn machen und so. Aber wenn einfach mal ein lockerer an die Serie angehst und das ein bisschen genießt, also jetzt unabhängig von Star Wars oder sonst irgendetwas, dann ist noch vieles richtig, richtig gut und richtig geil. Manchmal musst du halt ein bisschen offen sein dem gegenüber und ein bisschen versuchen zu analysieren auch. Ich finde Lost ist da sehr ein gutes Beispiel. Mega coole Serie. Bis dann das Ende ist halt schon ein bisschen happig. Aber ja, wenn du dort ein bisschen reinfuchst und versuchst das Ganze ein bisschen vielleicht noch anders, aus einer anderen, von einem anderen Blickwinkel her zu betrachten, wirst du auch mit dem fertig. Sicher nicht das beste Ende, aber man muss jetzt auch nicht so in die Luft verreissen. Also die Serie an sich ist mir nämlich immer noch sehr gut in Erinnerung. Unabhängig vom Ende jetzt. Ja, Book of Boba Fett ist sicher noch ein bisschen mehr abgegangen, wo der Mando wiedergekommen ist. Da alle gefeiert haben. Gebe ich dir schon recht. Schon recht. Und was Breaking Bad ist nicht gesehen und Game of Thrones fühlst du auch nicht. Ja, dort kann man wirklich sagen, dass die letzte Staffel scheiße war. Es war einfach völlig überhastet alles. Und das versaut halt dann die ganze Serie. Weil alles sich bis heute aufgebaut hat. Das ist jetzt meine Meinung. Aber offenbar wird die etwa mal noch geteilt von gewissen Leuten. Und es ist ein bisschen schade, dass man das gemacht hat. Und Hardcore-Fans haben bei Boba Fett gefunden, es sei zu weich geworden. Es hat so viele Charaktere, die sich mal weiterentwickeln. Ich finde, er auch, oder? Und er war dort halt angewiesen auf die Sandleute, oder? Ich finde, dann ist es nur fair, wenn er sich mit denen muss abgeben und noch versucht, irgendwie zu entkommen. Wie mache ich jetzt das da drauf? Aha. Dann ist es eigentlich nur fair, dass er irgendwie auch so einen Arch bekommt, wo er also einen Arc, wo er sich einfach ein bisschen weiterentwickeln. Weil er halt eben zuerst abhaut und dann aber sieht, hey, denen geht es eigentlich beschissen und ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur der
der mehr oder weniger hirnlose Klon ja eigentlich von seinem Vater. Auch wenn er was... ist es natürliches Erbgut und kein künstliches, kannst du auch schon wieder vergessen. Aber ist eigentlich nur ein Klon, oder? Und ich finde auch, der darf sich ein bisschen weiterentwickeln. Genauso wie Roboter sich dürfen weiterentwickeln, wie Menschen sich dürfen weiterentwickeln, weil die alle dazulernen, oder? Und so wie wir die Welt anschauen, jetzt, in dem Moment, schauen wir Simon vielleicht wieder anders an. Und das ist ein natürlicher und legitimer Prozess, finde ich. Der darf auch in so einer Serie innen Platz haben. Ist mehr. Aha. Mehr One Piece wie Dragon Ball. Ich glaube, das ist ein Generationsding. Ich bin mit Dragon Ball aufgewachsen. Ich habe One Piece noch angefangen und dann irgendwie, ich glaube, auf RTL 2 noch geschaut, bis irgendetwas nach, ich glaube noch Crocodile bis zu dieser Himmelsstadt rauf mit dem Donnergott-Dings da. Und nachher habe ich es auf Japanisch geschaut, bis so Impel Down, also dem grossen Gefängnis. Dort, wo er auch das erste Mal Gear 2 macht und so. Da habe ich zwischendurch mal noch geschaut wieder. Das von Kaido habe ich mitbekommen. Und jetzt hat mir eben gerade heute meine Chefin gesagt, jetzt sind eben so ein bisschen Kontroversen wieder im Internet ausgebrochen. Wieder die Hardcore-Fans und Kritiker, oder? Hat sie mir gesagt, es sei gerade Diskussion, ist jetzt der neue Angriff vom Ruffy, der Red Rock, ikonischer als Kamehameha von Dragon Ball. Es kommt doch völlig nicht darauf an, was ikonischer ist. Also da kannst du ja sagen, ja, der Hadoken vom Ryu von Street Fighter, der ist ikonisch. Ich glaube, der ist etwa noch vorher oder um die Zeit herum mit Dragon Ball. Kommt halt völlig darauf an, mit was du aufgewachsen bist, oder? Sie werden wahrscheinlich noch diskutieren, ja, wieso nicht noch irgendwie Rasengan von Naruto und so. Ja. Eben nochmal zurück zum Boba Fett. Ja, der hat wirklich klare Prinzipien gehabt, ja. Und ich finde, das kommt eigentlich in der Serie sehr gut vor, dass er eben Prinzipien hat. Und wenn man im Leben mal sollte herausfinden, hey, es gibt noch vielleicht bessere Prinzipien, die sich noch besser auf mein Leben können anwenden lassen, dann verfolge ich jetzt halt die. Ja, cool, he? Jetzt haben wir da so eine von diesen Landefüßen hier. Kommt der noch irgendwo an? Der kommt da rein. Sehr cool. Ich weiß zwar nicht, warum er. Also das da ist ja wahrscheinlich vorne. Da müsste es doch eher da vorne raufgehen. Aber gemäß Anleitung ist es so, wie ich es jetzt angebaut habe. Ich mache es jetzt mal so. Vielleicht steht es am Schluss wieder schon. Also ziemlich sicher. Dragon Ball ist dein Leben gewesen. So. Ja, ich weiß nicht. Also. Dragon Ball hat Filler gehabt. Aber es ist noch gegangen. Naruto hat Filler gehabt.
Und es war schlimm gewesen. Und One Piece hat Fehler gehabt. Und ich habe aufgehört. Weil es einfach so lange nicht vorwärts gegangen ist. Wenn so eine Serie einfach nur so vor sich hin plätschert und irgendwelche so Nebenstories erzählt werden, von Sachen, die niemand interessiert, oder mich nicht interessieren, Entschuldigung, ja, dann verliere ich einfach das Interesse. Das wird da einfach dazwischen geklemmt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Okay. Nie so Style dazwischen geklemmt hier. Aber kann man ja auch mal machen. Da gerade jeder da so ein bisschen da reinklemmen und das Teil da oben drauf ist auch reingeklemmt. Aber dafür sieht es am Schluss, glaube ich, recht geil aus. Jetzt müssen die noch alle auf die gleiche Seite schauen, das wäre nicht schlecht. Das heißt ein Füllerpuden. Puden. So, und jetzt so. Yeah. Geil. Sieht cool aus. Jetzt da ein bisschen weiter in die Mitte nehmen. Da sind wir wieder gar nichts. Ah, da braucht so. So, die da, das geht es gar nicht an. Ja, aber ich glaube, das sind so Themen, da kannst du stundenlang reden, oder? Jeder hat halt andere Erinnerungen auch dran. Also ich weiss noch, Dragon Ball damals. Ich glaube, immer am Mittwochnachmittag auf RTL 2 oder so. Am Mittwochnachmittag haben wir frei gehabt. Also in der Oberstufe nehmen. Oder ist es in der Primar gewesen? Nein, ich glaube in der ersten Oberstufe. Ich weiß doch nicht, ist schon so lange her. Und heimgesäckelt und Dragon Ball. Also wirklich noch Dragon Ball, nicht Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Und das war crazy gewesen. So gesuchtet, das ganze Zeug. Ich habe das wirklich geliebt. Und dann irgendwann später ist ja Dragon Ball Z oder Z, wie auch immer. Und dann hat RTL 2 gemerkt, hey, das wird jetzt eigentlich relativ brutal hier. Wir müssen es auf den Abend verschieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch mal daran erinnert, aber dann ist es am Abend um 7:30 gekommen. Eine Zeichentrickserie. Heute wäre das undenkbar. Heute wäre ja alles Wurst, oder? Also wenn es ein bisschen Brutalität und Blut drin hat, dann ja, solange keine Gliedmassen fliegen, kann man es eigentlich immer noch zeigen bei den Kindern, oder? Das hätte da ist ja da recht wie wolltest du sagen, recht lockerer geworden. Und es hat die Szene ja irgendwo ganz am Anfang, wo Son Goku gegen den Vegeta kämpft. Ah, heute ist so ein Nerd-Talk, love it. Und da versucht er, glaube ich, die dreifache Kaioken. Also, dass er mehr Kraft aufbaut, sich konzentriert. Am Anfang muss er sich ja konzentrieren, später gegen Freezer muss er sich ja nicht mehr konzentrieren, macht er geschwind 20 zwischen den Schlägen.
Anyway. In dieser Szene schreit er eine Viertelstunde. Ich könnte das vielleicht noch irgendwo suchen. Er schreit eine Viertelstunde lang, weil er irgendwie seine Kraft dort sammeln und irgendwie schmerzt, glaube ich, eben auch noch ein bisschen und so. Und meine Mutter hat das aber müssen mit mir schauen, weil um 7:30 wir haben immer spät gegessen, also essen wir um 7:30 und mein Vater war schon abends am Arbeiten gewesen. Und da hat meine Mutter das müssen mit mir schauen. Und es ist mir so peinlich gewesen, weil es ist einfach nur ein Geschrei gewesen. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, hey nein, also was schauen wir für einen Scheiß ziehen? Was schaut mein Sohn für einen Scheiß? Ja, aber irgendwann ist das Now fertig gewesen und dann ist endlich die Schlägerei für sich gegangen zwischen dem Son Goku und dem Vegeta. Das One Piece hat doch nicht wenig Fillers gehabt. Schon. Also mir ist noch mehr vorgekommen. Oder dann sind es vielleicht nicht Filler gewesen, aber sie haben mich einfach grundsätzlich nicht interessiert gehabt, die Folgen. Es hat auch die mega Hype-Folgen gegeben, wenn wieder irgendeine neue Fähigkeit hat können und so. Und das ist dann immer mega geil gewesen. Und nachher ist es wieder so ein bisschen ruhig geworden, aber du hast halt immer Vollgas und Vollpower, oder? Und ich finde, das war bei Dragon Ball aber nicht schlecht gewesen, weil sie sind in der Regel am Trainieren gewesen, oder dann ist schon der nächste Bösewicht gekommen, oder der erste Handlanger vom Bösewicht und dann ist schon wieder irgendwie, hast du gewusst, jetzt geht es dann wieder ab. Aber vielleicht habe ich es auch nur so in Erinnerung. Es hat natürlich auch dort dann aber ein bisschen lahmarschige Momente, oder? Ja, ich meine, es kann auch lahmarschig sein, einem zuzuschauen, wie er eine Viertelstunde lang rumschreit, oder? Aber ich würde mich eigentlich mega über das Remake freuen. So, jetzt wollen wir das sogar da ein bisschen antackern. Und das kann man dann bewegen da. Pro 7 Max, okay, dann können wir die brutalen Animes erst nach der Szene. Gut, was ist brutal? Also ich mag mich noch an MTV erinnern, Sonntagabend, glaube ich, ab der 10 hat auch so ein bisschen komische Sachen gebracht. Ganz ist zum Beispiel etwas gewesen. Wer auch immer das von euch noch kennt. Das ist... also... Ich habe es geschaut, weil es ist einfach der einzige Anime war, der um die Zeit noch gekommen ist, wo du hast können schauen im Free TV. Aber schlimm. Schlimm. Jetzt hätte ich es fast auf die falsche Seite gemacht. Das kommt auch noch da an. Ich habe nur Z gesehen, also Dragon Ball Z und ein Teil von Super. Also Super ist schon das mit dem, wie hat das geheißen? Instinct, oder? Wo er noch weiße Haare hat. Warte mal, da fehlt noch das Clicky. Wo ist das Clicky? Ja, Naruto Shippuden Füllerpuden. Ah, ja.
Das war der Horror dort, ja. Habe ich sicher etwa 60 Folgen übersprungen oder 20, keine Ahnung. Aber es waren viel gewesen. Okay. Anime, was so groß ist wie One Piece, ja, braucht es langsam Spacing. Das stimmt schon, ja. Er braucht viel Worldbuilding. Ja, macht eigentlich auch Sinn, ja. Vielleicht hat mich dann einfach. Also, ich habe es schon geil gefunden, aber vielleicht hat mich das Setting eben dann nicht genug gepackt, dass ich mich groß für die Lore dort interessiert hätte. Ich weiß es nicht, was es ist. Hat einfach ein bisschen Action gebraucht, oder? Ich glaube, das ist wirklich nur legitim, wenn man das gerne möchte. Ja. Und die letzten Namen, die du da aufgezählt hast, Tororo, Darling in the Franxx, Bungo, Stray Dogs, also, okay. Also das kenne ich alles gar nicht. Da bin ich schon zu weit weg, glaube ich. Aber auch nicht mehr so viel Zeit, dass ich mir da ganze Animes reinziehen kann. Das letzte, was ich geschaut habe, und zwar mehrfach, ist Sword Art Online auf Netflix. Das war noch so der letzte grössere Anime, den ich geschaut habe. Und sonst zwischendurch mal, vor allem wenn es Herbst wird und so ein bisschen gemütlicher ist die Heime, mal wieder einen guten Ghibli-Film. Alles ein bisschen weiter rüber tun. Ich rutsche trotzdem immer wieder zurück. So, jetzt haben wir dann den Sack auch schon wieder durch. Also heute geht es fix. Kennt ihr das von damals, ja? So ist es. So ist es bei mir. Ich meine, also es gibt ja auch so viel Mangas und Animes mittlerweile. Wenn da nicht jeden Tag dir ein bisschen etwas gibst, verlierst du ja eh den Überblick. Also ich habe immer noch unten im Keller 2 riesige Schachteln mit etwa 1000 Mangas oder so. Auch ein paar noch ein bisschen seltenere Sachen sogar. Battle Angel Alita zum Beispiel in der amerikanischen A4, sage ich mal, Fassung von Carlsen Comics, also die grossen Mangas, die sich wie Comics lesen. Dragon Ball, Erstausgabe. Golden Boy ist auch noch so etwas, was es nicht so oft gibt. Stimmt jetzt das? Ja, da fehlt doch nochmal wieder ein Teil. Das Blaus. 1, 2, 3. Das letzte einfach. Gut. Golden Boy, ist das nicht auch etwas gewesen, was auf MTV gekommen ist? Das ist definitiv Late Night Anime. Also für die das nicht kennen, ja, das ist einfach etwas für sich. Sagen wir es so. Etwas für sich. Gehen wir jetzt auch nicht weiter drauf ein. Ah, das ist schon crazy. Ja.
habe natürlich eins verpasst. Hä? Ah nein, der kommt von außen an. So. So, noch schön kontrollieren, dass ich da alles dran habe. No, sieht gut aus. Dann gibt es jetzt noch ein letztes Teil. Und zwar die da. Also das Gelb passt jetzt irgendwie nicht so, aber die werden dann hoffentlich schon in den Zweck erfüllen. Yay! Sack 2 abgeschlossen. Können wir das schon zusammenhängen oder was? Ja, tatsächlich. Oh, okay. Also das gibt ein riesen Ding, hä? Jetzt muss ich das entsprechend der Anleitung drehen, sonst tue ich es sicher am falschen Ort an. Also die roten können wir das so. Also das wird das Ausmaß sein von der Länge her. Stabil. Rechtsflugi. Ja, wir haben ja noch eine Zeit. Demon Slayer. Weißt du, ist auch auf Dings, oder? Auf Netflix. Ja, habe ich ehrlich gesagt wirklich schon mal geliebt eigentlich. Das ist einfach gut, kann man das empfehlen. He? Vom ehemaligen deutschen Goku-Sprecher. Gut, verkauft. Die was? Hättest du gerne die kolorierten japanischen so. Ja. Okay. Die kolorierten. Ja. Ja, also gut lesen. Musst du nicht lesen. Weißt du eigentlich, was abgeht, oder? Gibt es die nicht mehr? Werden die nicht mehr produziert? Die könntest du sicher noch besorgen sonst. Also das stelle ich mir jetzt nicht so schwierig vor. Wenn die noch produziert werden, dass die könntest bestellen auf so einer Seite. Oh, ich glaube, jetzt gibt es einen von den Flügel. Einen von den Flügel machen wir jetzt. Jetzt haben wir lauter Spezialteile. Also das Teil da. Keine Ahnung. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ganz ein kleines Auto. Zum Beispiel. Zum Beispiel ist das kleines. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Aber für das bin ich aber zu wenig am Lego zusammenbauen. Das können wir jetzt alles aufholen. So geil. Ja, falls ihr euch wundert, der Berg dort dann, mit den anderen Klemmbausteinen-Sets ist noch nicht viel kleiner. Also es wird in nächster Zeit sicher nicht langweilig. Einfach was ich schon mal andeuten kann, ist, dass ich Ende August bis Anfang Oktober nicht da bin. Wir schauen natürlich noch für eine interne Lösung, dass wir da trotzdem könnt euch mit Kleinbausteinen-Content versorgen. Momentan kann ich aber wirklich noch keine Versprechungen machen. Einfach, dass ihr schon mal gehört habt, dass ich dann sicher nicht rum bin. Und dass wir dran sind für eine Lösung, dass ihr ab Ende Oktober dann, Ende August bis Anfang Oktober ein bisschen Spass habt. Spaß mit Flaggen.
Ich habe wieder angefangen. Immer wenn ich zum Mittag esse, folge Big Bang Theory dazu. Habe ich sicher auch schon 1000-mal gesehen, aber ist immer wieder gut. Interessant, he? Da bei Lego sind die schon zusammengebaut. Also ich meine, es sind ja zwei separate Teile. Macht das eine Maschine, die die so aufeinander draufdrückt? Das nimmt mich jetzt schon ein Wunder. So, okay. Ja, dass du Lowplay würdest kommen, das ist mir auch klar. Aber weißt du, wenn du kommst, dann ist nachher alles zusammengebaut und wir haben nichts mehr zum zeigen, weil du bist einfach zu schnell, oder? Das wollen wir ja auch nicht. Wir brauchen schon ein bisschen unerfahrene Leute wie mich hier, die das so künstlich in die Länge ziehen. Ah, schau, jetzt kommt das Mini-Auto da drauf. So schräg. But why? Ich glaube, den Flügel schaffen wir. Ja, den Flügel schaffen wir noch. Wir haben ja noch 20 Minuten. Du brauchst noch einen, der rettet. Ja, nein, also wenn, dann musst du schon beides machen. Also irgendwo hat es ja schon Grenzen, gell? Gibt hier kein Premium-Service, da muss man schon selber schnurren. Gibt es keinen Talkmaster oder so? Aber du könntest ja zum Beispiel ASMR-Stream machen, wo du einfach nur Klemmbausteine klicken. Da müssen wir noch das Mikrofon abnehmen. Oder könnte man das machen? Also ich weiß es nicht, ist das... Ich mach das mal schön. Ist das schon ein bisschen ASMR? Oh, jetzt muss ich wieder zurückdrehen, sonst vertätscht es euch noch. Also es gibt zu wenig Lärm, wenn man die so zusammenschneidet. Zusammensteckt. Zusammenschneidet vor allem, ja. Aber das Umrascheln. Ich weiss ja nicht, ist ASMR, ist das immer noch das Ding? Oder ist so der Trend schon wieder abgeflacht? Schon hier werden maschinell zusammengebaut. Danke für die Aufklärung. Aber bist nicht ganz sicher. Aber ja, könnte. Sehr wahrscheinlich auch schon. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie 20 Leute dran sind. Da geht ja eigentlich mal die Finger ab, oder? Künstlich? Nein. Das ist künstlich. Also das
hat man auch eben professionelle Prokrastination, oder? Also das ist eine Fähigkeit, die vor allem Studenten sich aneignen, damit sie eben von ihrem ganzen Lernstoff nicht übermannt werden. Oder überfraut. Oder wir sind ja hier genderneutral. Also es ist nicht mal neutral gewesen jetzt. Was werden überläutet? Übermenscht? Geht das? Was ist genderneutral hier? Ah. Jetzt ist wieder so ein Quatschdunstig. Ich glaube, es war letztes Mal schlimmer gewesen. Aber immer am Dunstig habe ich einfach nur einen Scheissdreck im Kopf. Jeden Dunstig komme ich zu wenig Schlaf über. Weil ich ja hier ins Büro fahre. Und dann tue ich mich immer schön bei euch beklagen. Also das da sieht richtig crazy aus hier. Diese ganzen Teils hier. Aber am Schluss wird es sicher einfach zugebaut, oder? Das ist nur für... Ich weiss, da innen ist etwas, was richtig crazy aussieht. Am Schluss siehst du es wahrscheinlich nicht mehr. Bin ich fast sicher. Du. Jetzt haben wir schon 2 Gelenke. 2 verschiedene Richtungen vor allem. Spannend. Sehr spannend. Es ist schön, wenn man nicht so muss würgen mit diesen Teilen. Sorry, ich sage es wahrscheinlich noch ein paar Mal, während wir das zusammenbauen. Aber es ist schon ein bisschen eine Wohltat. Es fügt sich einfach. Was? Jetzt haben wir das schon. Jo, war. So. Und da. So. Jetzt nochmal so ein kleines Stiftchen. Ja, genau das da. Und das kommt da drauf. Was sollte das Kabel sein da? Wahrscheinlich schon so eine Art wie. Oder vielleicht so. Keilriemen, Zahnräder, I don't know. Das sieht cool aus. Und es scheint dann noch. Es scheint sogar offen zu bleiben. Der Teil. Also Leute, wir machen jetzt einfach noch den Flügel fertig, weil jetzt kommt scheinbar noch die Unterkonstruktion für den. Und den machen wir noch geschwind. Dann haben wir den Beutel hier durch. Den Bilbo-Beutel. Aha, ja, gut. Also das mit dem ersten Mal hier auf Twitch habe ich auch schon gehört, ja. Aber ich bin mir nicht bewusst, dass das immer noch ein Thema ist. Nachdem ja mal irgendwann mal so Bandwave rausgegangen ist, wegen so pornografisch orientierten Kanal.
Vielleicht sind Frauen genauso so Brüder wie Männer. Finde ich gut. Ich meine, Frauen sagen ja auch unter sich mit Brudi. Also, nie schon gehört zumindest. Ist jetzt nicht so abwägig. Wo kommst denn du an? So. Ich habe Lego schon ein bisschen vermisst, muss ich im Fall schon ehrlich zugestehen. Es ist jetzt schon einsteigerfreundlicher. Aber eben, ich habe zu wenig Geld zum Vergleichen. Also es gibt sicher Klemmbausteinhersteller, die sich da auch sehr bemühen drum. Und ja, also ich meine, es gibt genug Kanäle auf YouTube, die das auch entsprechend bestätigen. Aber ich freue mich jetzt gerade da über das Lego-Set, das darf ich auch so sagen. Also ich meine, wäre jetzt das nochmal so wie das von letzter Woche, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt anfangs das Cockpit zusammen, oder? Der erste Beutel durch. Hä? Aha, das dann. 5,5. Ach, könntest du es noch abmessen? Wir sind ja crazy, hey. Jetzt. Hä? Das kommt da in die Mitte. Okay. Ah, ich habe das blaue Teil auf der falschen Seite noch nicht da. So. Jetzt funktioniert es. So. Ist doch einfach schön, oder? Schritt 158. 2 Teile. Schritt 159. 1 Teile. Da komme ich nach. Das ist voll für mich. Das ist absolut mein Schwierigkeitsgrad hier. 9-jährig plus. Das ist wirklich meine Challenge hier. Mein Challenge Rating. Du darfst nicht professionell Geld verdienen mit pornografischen Inhalten auf Twitch. Okay. Jesus Gott. Also das ist ja schräg, dass sie da nochmal so einen Schritt zurück sind. Aber haben auch gemerkt, dass ihnen so viel Kohle, viel Werbegelder verloren gehen. Ja, das liebe Geld, hä? Alle noch immer hinter dem Kohle her. Ja, Moment. So. Riesending! Riesen Konstruktion hier.
wir es denn gerade? Also ich finde, am Ende von dem kann ich mir schon mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Also ich finde, heute bin ich gut vorangekommen. Ich glaube, nur eins oder zweimal etwas müssen zurücknehmen. Nochmal auseinandernehmen. Hui. So. Oh nein, das greift ineinander rein. Hör auf. Ah, love it. Aber es bewegt sich nicht. Wuhu. Ah, doch jetzt. Ah, doch jetzt. Ah, es muss rauf. Ah, das ist Mechanik hier näher. Ah, so mechanische Sachen liebe ich. Das ist so geil. Das heisst, das ist näher der Fuß, der noch dran kommt, wahrscheinlich, oder? Ah, das ist einfach ein Träumchen. So, jetzt kommt das da drauf. Und dann. Jetzt kommt noch irgendwo was Schwarzes an. Ah, das, damit das da hebt. Oder. Das Schwarze kommt da rein. Das ist also schön, oder? Es muss überall ein bisschen zusammenheben hier. Das macht es aber nicht komplett. So, dann. Du bist hier irgendwo. Das ist schon witzig mit diesen Verstrebungen. Das finde ich wirklich ein schönes Detail hier, wie das so gemacht ist. Das ist wirklich cool. Das gefällt mir. Ah, dann. Also wenn. Also da dreht sich jetzt nichts, aber. Jetzt hätte ich sagen, dass die Gale die sind und nachher kannst du dran drehen und etwas passiert, aber hier bei dem da ist es leider jetzt eben nicht so. Oder? Nein. Vielleicht auch später. So. Der Held wäre hässlich, weil es 20 Teile oder mehr sind. Ja. Wenn man schon irgendwie gefühlt die 80 Jahre Erfahrung hat, dann voll okay. Ja. Ah, Moment. Ah, das muss da unten sein, damit es am Boden hebt. Ja? Okay, und jetzt kommt das noch irgendwie da drauf. Neben das da. Oder wie ist das? Das ist wahrscheinlich schon so, oder? Aber das Ding ist, jetzt dreht sich ja nicht. Also. Müsste sich das nicht drehen da in der Mitte? Ich kann es einmal richtig annehmen. Jo! Okay, also, das Teil wird richtig huge.
gefällt mir sehr. Scheint auch erst der erste Teil zu sein vom Flügel. Also das Teil wird noch recht breit auch. Wenn wir jetzt schauen. Danke vielmals, Lope, dass du stolz bist auf mich. Ich bin auch auf mich selber. Einmal auf die Schulter geklopft. Wenn wir jetzt so schnell in die Anleitung hineinschauen, wir sind. Also das haben wir noch, das obere Teil. Und der Unterteil, den haben wir durch. Sind wir auch nächstes Mal durch, würde ich jetzt behaupten. Das ist ziemlich die Mitte, das sagt auch unser Mannsgöckeli da. Gerade knapp über die Mitte drüber eigentlich. Das sollten wir das sogar das nächste Mal schaffen. Das heisst, das nächste Mal gibt es garantiert Wettbewerb. Da tue ich mich darum bemühen, dass wir das live kriegen. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt ebenso Spass gehabt wie ich. Ich habe riesig viel an diesem Teil. Also ich kann es auch noch mal schön zeigen, wie groß es jetzt ist. Oder? Also es braucht schon ein grösseres Regal, dass es irgendwo einen Platz hat. Das ist echt cool. Also. Und dann eben noch mit den beweglichen Teilen. Wir haben jetzt hier. Oh, jetzt habe ich geschwind das Laserschwert rausgenommen, weil das ist hier nicht fix gemacht. Das haben wir jetzt hier wie arretiert. Theoretisch kann man es noch bewegen, aber dort kommen wir dann noch wieder. Bin ich mir sicher. So, gut. Ja, in dem Fall. Hey, Punktlandung. 2 fast schon. Fast eine Punktlandung. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Für dass ihr ein bisschen mich unterstützt habt. Es ist heute definitiv ringer gegangen. Wie auch schon. Und dann sehen wir uns ja tatsächlich schon nächste Woche wieder. Wie gesagt, ihr könnt bereits jetzt schon auf brach.ch den Justifier hier vorbestellen. Wir bauen den jetzt schon zusammen, weil Lego den uns netterweise zugeschickt hat. Danke nochmal vielmals, Lego. Ihr könnt das schon vorbestellen. 1. August ist der Release. Nächste Woche gibt es ein Gewinnspiel. Wir haben nämlich noch einen zweiten, wo ihr dürft mitmachen und so einen gewinnen, selbstverständlich. Dazu müsst ihr nur das nächste Mal auch im Stream sein. Und dann kommt ihr dort die Anweisungen über, wie ihr dann mitmachen dürft. Insofern sehen wir uns nächste Woche wieder auf die 11 bis um 1 wieder 2 Stunden. Merci, dass ihr da seid. Ich würde euch einen ganz schönen Nachmittag und dann im Anschluss auch ein erholsames Wochenende, wenn es dann so weit ist. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Tschüss miteinander.